Wir schauen doch mal rein, wie das dort mal mit dem Max und seiner Bassgeige gegangen ist. Natürlich vor allem auch für die Bassisten interessant. Carlo, hast du den Film auch schon gesehen? Ja, aber nicht. Ich habe ihn noch gesucht. Ich habe mal von dem gehört, aber ich habe einfach nichts gefunden. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir gesehen, wie es 1976 im Film Max und die Bassgeige gegangen ist, mit dem Bass schwimmen. Und da wollen wir natürlich 2018 mit dem Carlo Quert am Sempacher See auch ausprobieren. Carlo, ich nehme an, du hast hier einen niegelnagelneuen Luxusbass mitgenommen. Ja. Nein, das wollte ich dir schon noch sagen. Das breche ich nicht übers Herz. Du bist ja in einem Bassgeschäft am Arbeiten. Ja, genau so ist es, ja. Und das ist jetzt wirklich ein Bass, der im Feuer war, den man nicht mehr machen kann, der wirklich nicht mehr parat ist. Und mit dem ist man gleich ins Wasser zu gehen. Aber meine Eignung, das mache ich nie. Also ist wirklich einer, der nur noch schwimmen kann und sonst nicht mehr? Genau, ja, vielleicht. Ich weiss nicht, ich bin natürlich auch nur 50 Kilo. Also, dann müssen wir jetzt gerade probieren. Weißt du, deine Prognose, schaffst du es ein paar Meter weit, oder? Ja, ich schon, aber der Bass weiss ich nicht, gell? Ich werde dann ein Paddel zur Verfügung stellen und wir tun ihn ein bisschen anführen und schauen mal, wie er rauskommt. Du kommst eine extra Wurst über Carlo. So, Dali. Ja, hat auch wieder an. So. Ist kalt! Nein. Hopp. Jetzt aufsteigen! Diese Seite. Liegst du bald nicht auf Verrass zu? Oh. Ich glaube, das wird nicht mehr. Carlo, da hinten am Pass ist noch nicht ganz spielfähig. Hans-Peter, wirst du den Bass übernehmen? Wir gehen ja schon mal zu den Instrumenten und bis dann ist dann unser Bassist auch wieder gerettet. Wartet. Hey, okay. Hey!